Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Leute, diesmal am 27. Bundesligaspiel zu Hause gegen FC St. Pauli. 3:2 gewonnen. Und bevor wir da ein bisschen genauer drauf eingehen, bevor wir die Spieler benoten, den Trainer benoten, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, abonniert gerne den Kanal. Damit unterstützt ihr das, was ich hier so tue, Leute. Also, let's go. Joa, zum Spiel. Ich habe es schon vor dem Spiel gesagt, das Wichtige ist das Ergebnis. Das haben wir geholt mit dem 3:2. Das 3:2 war natürlich völlig überflüssig. Das zweite Gegentor da in der 90+3. Weiß ich nicht, wenn man einen Spieler 60 Meter laufen lässt und da nicht ein defensiver Mittelfeldspieler mal in der Nähe ist. Geschweige denn auch dann irgendwie von Rechtsverteidiger oder sonst was. Katastrophe. Ja, Katastrophe. Generell das Abwehrverhalten heute war eine Katastrophe. Ansonsten gibt das Ergebnis natürlich dem Trainer irgendwo recht, aber teilweise wieder, sorry, ich habe Rafa Guerrero nicht verstanden, der als Linksverteidiger eine absolute Nulpe ist defensiv. Ich weiß nicht, ob ich es schon angesprochen habe, ich habe Conny Leim als Rechtsverteidiger wieder 0 verstanden, der defensiv heute Note 6 mal wieder war. Das war lächerlich und das war nur der FC St. Pauli, Alter. Ja. Eric Dyer leider einen gebrauchten Tag gehabt, war nicht gut heute. Ja, dadurch war die Viererkette sehr instabil. Hat sich zweite Halbzeit auf jeden Fall ein bisschen gefangen, der Eric, da war es besser. Erste Halbzeit war es wirklich schlecht teilweise. Ansonsten hatten wir eine gute halbe Stunde, würde ich sagen, im Spiel. Das hat gereicht. Ansonsten, ja, mit 20 Minuten Ballgeschiebe gesehen und ist so ein bisschen dahin geplätschert, aber wie gesagt, wenn es dann 2:1 steht und du den Ball da hin und her schiebst, ja, dann ist das so. Ja, in der Phase, wir haben Ballbesitz gehabt, von Pauli war gar nichts zu sehen. Dann haben wir unsere Chance gesehen und das 3:1 gemacht und dann war der Bums durch. Dass ausgerechnet Liboy die beiden Tore macht, ja, wild, aber wenigstens hat er sie endlich mal gemacht. Ja. Ansonsten war Liboy gerade erste Halbzeit auch eine absolute Katastrophe. Aber da kommen wir gleich zu. Ja, wir haben den Abstand gehalten. Ein Spiel weniger, es sind noch 7 Spiele. Von den 7 Spielen musst du 5 gewinnen. Das ist der Auftrag, um deutscher Meister zu werden. Und da muss man dann mal das Spiel hinnehmen. Ja, wir waren wieder teilweise erste Halbzeit komplett ideenlos, zweite Halbzeit teilweise Standfußball gezeigt. Ja, aber wir haben immer Probleme nach einer Länderspielpause, das ist nichts Neues. Von daher wäre es beim 3:1 geblieben, hätte ich gesagt, war sogar einigermaßen okay. So war es nochmal ein bisschen schwimmig nach hinten raus. Das kann man sich natürlich schenken und darf natürlich nicht passieren. Aber nochmal, neue Viererkette. Ja, das muss ich ein bisschen finden. Alles ist gut. Wollen wir da jetzt schon irgendwie weiter den Blick nach vorne werfen Richtung Inter Mailand oder so? Ich denke, das sollten wir sein lassen. Weil da müssten wir ein düsteres Bild malen. Das wollen wir nicht. Wir warten mal ab. Es ist noch ein Spiel zwischen ich glaube Augsburg, oder? Lass mich kurz gucken. Dann Inter, dann Dortmund, dann Inter, meine ich. Abwarten. Ja, wir spielen am Freitag. Haben dann einen Tag mehr zur Vorbereitung auf Inter. Alles ist gut, denke ich. Ja, und dann werden wir mal sehen, wo wir irgendwie stehen. Ja, Lichtblicke. Definitiv Musiala heute sehr bemüht. Heavy, sehr stark. Olisse sehr stark. Und ein Leroy, der immer in die Buden gemacht hat. Also vorne war es heute wenig Kopfschmerzen, auch wenn zwischenzeitlich, wie gesagt, ideenlos war, Standfußball war. Aber das ist ja nichts Neues gegen so einen tiefstehenden Gegner. Ja, und leider haben wir haben wieder einen Stiefel durchgespielt. Aber noch einmal, am Ende des Tages 3:2 gewonnen, das Ergebnis zählt, wie ich schon sagte. Damit nehme ich das Fazit schon mal vorweg. Noch 7 Spiele, davon muss er 5 gewinnen, Punkt. Ja, that's all. Fertig. Ja. Ganz einfache Kiste. Gut, damit werfen wir mal einen Blick auf die Statistiken. Bin ich selber gespannt, war auf jeden Fall eine Menge Ballbesitz heute. Obwohl ich das sehe gerade, hält sich das ja sogar noch in Grenzen. Wir aktualisieren den Bums nochmal. Ja, 65, 35, Abseits 2-2, Fouls 13-4. Der Wort zum Schiri sage ich gleich. Zweikampfquote 42, 58. Ja, das ist eine wilde Quote, eine wilde schlechte Quote. Schüsse aufs Tor 9-4, Schüsse insgesamt 19-10, Ecken 5-4.
Angekommene Pässe 625 zu 279, Flanken 713. Schüsse insgesamt Sané 5, Musiala 4, Kane 3, Torschussvorlagen, Ulisse 2, Harry 1. Gewonnene Zweikämpfe, das sieht wild aus. Musiala 6, Leimer 5, Harry Kane 5. Wo ist ein Kimmich? Wo ist ein Palhinha? Wo ist ein Goretzka? Ballkontakte 132, Kimmich 107, Dyer 96, Kim. Gefault worden, schenken wir uns. Ja, Musiala ist auch nur hier wegen seinen Offensiv-Zweikämpfen. Conny Leimer war auf jeden Fall aktiv. Happy hat sich reingeworfen, das hat man gesehen. Das sagt schon viel aus, dass hier nicht irgendwie ein paar andere Spieler in dieser Statistik auftauchen, denke ich. Naja, gut. Damit geht es rein in die Benotung. Vinny, aufgrund des Ergebnisses kriegt er eine 3. Wie gesagt, für mich eine absolute Farce. Ich weiß nicht, was ein Conny Leimer da immer wieder auf der Rechtsverteidigerposition sucht. Vor allen Dingen, wenn du auf der Bank zwei gelernte Rechtsverteidiger sitzen hast. Ja? Wovon einer sogar Nationalspieler ist, nämlich Donny. Ja? Mindblowing. Keine Ahnung, es geht in meine kleine oder dicke, runde Birne nicht rein. Ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, warum da nicht mal die Frage dazu auf irgendeiner PK kommt. Das ist eine absolute Farce. Wenn ihr heute gesehen habt, ja, Conny Leimer offensiv ein gutes Spiel gemacht, ja, war da, war feuerfrei, defensiv war es Note 6, Alter. 6, das war St. Pauli, Alter. Und er hat sich da mehr als einmal einfach verarschen lassen. Ja. Also, aber das ist eine Farce. Ich wiederhole mich Spiel für Spiel. Ich schenke es mir. Ja, wie gesagt, das Ergebnis gibt ihm recht. Von daher Note 3 und gut ist. Gut. Ich mache mal die Aufstellung auf, damit wir auch keinen vergessen. Wir fangen natürlich mit dem Urbich an. Machen wir erst einmal hier noch den Company weg. Ja, ich denke, war eine solide Vorstellung. Das letzte Tor müsste ich mir nochmal anschauen. Weiß ich nicht, ob der haltbar war. Hat er natürlich ein bisschen spät gesehen, weil er irgendwie durch die Beine von Erbeck noch ging. War ziemlich schnell in der Ecke. Weiß ich nicht, wie gesagt, müsste ich mir nochmal anschauen. Ansonsten hat er bis dahin ein ordentliches Spiel gemacht. Erste Halbzeit 1, 2 Dinger gab, wo es ein bisschen vielleicht nervös gewirkt hat. Fand ich jetzt persönlich nicht. Aber so der Kommentator, weiß ich nicht. Ja, ein schlechter Abschlag. Sehen wir bei Neuer am laufenden Band. Ja, also von daher, so war er sehr ruhig, war immer mit im Spiel drin. Hat 1, 2 Dinger gut gehalten. Beim ersten Tor konnte er gar nichts machen. Ja, das geht auf Erbecks Kappe, wenn nicht auch auf die Kappe von Conny Leimer, der dahinter stand und die Fresse gehalten hat. Und natürlich auch auf die dazwischen standen, wie Minjay oder ein Guerrero, der erstmal die Flanke überhaupt zulässt. Ja. Von daher sehe ich ihn bei einer Note 3. Ja, das war ordentlich, denke ich. Hat sich in meinen Augen auf jeden Fall rehabilitiert mit dem Fehler aus dem letzten Spiel. Wie gesagt, das zweite Tor müsste ich mir nochmal anschauen, aber er war schon ziemlich schnell in der Ecke eigentlich drin. Ja. Gut. Ja, da gehen wir von oben nach unten. Da geht es los mit dem Guerrero. Guerrero war heute wieder nix. Note 5, Alter. Das kann ich kurz und schmerzlos machen. Es macht keinen Sinn, diesen Typen als Linksverteidiger aufzustellen. Sorry. Ja, so gut er ist, wenn er vorne in der Mitte spielt, auf der Achterposition, also ein bisschen der kreativere, läuft das, geht das gut. Als Linksverteidiger, das war jetzt das 3. oder 4. Spiel, das ist wie Conny Leimer auf der anderen Seite, nur noch eine Stufe schlechter. Ja, muss man mal ganz klar sagen. Bevor ich es vergesse, ein Wort zum Schiri. Der Schiri war heute schlecht. Schiri hat bei uns gelbe Karten gezogen ohne Ende, bei jedem taktischen Foul, bei St. Pauli auf der anderen Seite gar nicht. Ja. Das war noch heute eine Zweiklassengesellschaft, das geht nicht, das muss man mal ganz klar sagen. Ich habe kein Problem damit, wenn man die gelbe Karte gibt bei Palhinha, da das war ein taktisches Foul, hat auf die Schulter gefasst, alles gut. 20 Minuten später, der Irvine zieht, reißt ihm fast den Arm raus, da gibt es gar nichts. Ja, da gibt es keine gelbe Karte, das war auch ein klares taktisches Foul. Da wurde heute mit zweierlei Maß gemessen, was gelbe Karten anbelangte, auf beiden Seiten. Das war ein Unding. Ja, mal ganz klar zu sagen. Ja, Guerrero 5. Minjay, ja.
Notentechnisch war er noch der Beste da heute hinten. Ich gebe ihm mal eine 3. Wir könnten auch über eine 3,5 nachdenken. Auch er sieht nicht gut aus beim ersten Gegentor. Ja, da kann man auch mal ein bisschen energischer da sein. Ich weiß nicht, was sie gedacht haben. Wir spielen auf Abseits oder was. Aber wir gucken nicht, was passiert. Wir lassen den Ball durchlaufen. Oder ich weiß nicht, was der Gedankengang da war. Ja, also da sah auch ein Minjay nicht gut aus. Erik sah natürlich noch schlechter aus. Das war eine schlechte erste Halbzeit von Erik, muss man ganz klar sagen. Hatte sonst auch noch 1, 2 Aktionen, wo er zu spät kam vorne. Aber das ist auch nicht, da muss ein Erik sich auch erstmal ein bisschen dran dann reinfuchsen. Das ist nicht seine Spielweise. Der war ja einmal auf der Rechts-Außenposition vorne und hat den Gegner mitverfolgt. Ja. Das ist natürlich keine Spielweise, die in Erik zugutekommt. Nichtsdestotrotz, zweite Halbzeit war gut, von daher. Ja, zweite Halbzeit hat mir gut gefallen. Beim zweiten Gegentor gebe ich ihm keine Schuld, weil wenn er rausrückt, wird der Ball dahin gespielt und dann ist der Stürmer frei. Ja. Entweder muss ein Minjay kommen, den übernehmen, dann kann Erik rausrücken, es muss ein Kimmich da sein, es muss ein Palinja da sein, es muss ein Conny Leimer da sein, der auf seiner Seite keinen hatte. Die waren alle nicht da. Die haben alle zugeschaut, was derjenige mit dem Ball macht. Wie gesagt, da würde ich einen Erik von der Schuld freisprechen. Der war bei seinem Mann, der kann nicht den Mann dann alleine lassen. Dann muss ein Minjay kommen, den Mann übernehmen, dann kann Erik rausrücken. Ja. Aber das ist, glaube ich, so ein Absprachenthema. Ja. Aber aufgrund des ersten Tores, Erik für mich Note 4. Ja, das war ausreichend, aber nicht mehr. Hat er die alleinige Schuld an dem Tor? Nein. Ja, nochmal, auch ein Conny Leimer sieht das und dann kann Conny Leimer auch mal rufen, Hintermann, ja, wie man das so in der E-Jugend macht. Ja. Aber wie gesagt, das würde ich einfach mal abhaken unter fehlende Abstimmung. Ja, dass man in dieser Konstellation halt auch noch nicht wirklich zusammengespielt hat. Ja. Gut. Ja, damit muss ich ins Mittelfeld, auch wenn es kein Mittelfeldspieler mehr ist bei uns. Conny Leimer. Ja, ich verstehe es bis heute noch nicht, was er da zu suchen hat. Aber gut, es ist, wie es ist. Ja, für mich ist es eine 4,5, weil in erster Linie ist er für mich, wenn er als Rechtsverteidiger aufgestellt wird, ein Rechtsverteidiger. Und wenn ich ihn daran messe, dann ist er mit einer 4,5 noch gut bedient. Ja, weil defensiv hat er, glaube ich, einmal einen Zweikampf gewonnen. Ansonsten wurde er einfach überlaufen, ausgespielt. Und nochmal, das war St. Pauli. Ja, also der Gradmesser, weiß ich nicht. Nach vorne war Conny okay, ja, Dampf gemacht. Zumindest am Anfang war er immer mit dabei mit Michael Olisse. Das klappt auch ganz gut, das Zusammenspiel. Später war es eine Nummer sicherer. Mit Sicherheit auf Ansage. Da wurde nur noch quer und nach hinten gespielt. Aber generell war, glaube ich, heute so ein bisschen das Problem, dass unsere Vierer Abwehrkette viel zu hoch stand. Ja, wir standen ja gerade erste Halbzeit 10 Meter in der gegnerischen Hälfte. Und damit haben dann die Spieler wie Dyer, wie Leimer doch schon arge Probleme, wie man gesehen hat. Ja. Wie gesagt, würde man den defensiven Part weglassen, war es eine ordentliche Leistung von Conny, aber er ist als Rechtsverteidiger aufgestellt. Und da hat man erstmal den defensiven Part zu erfüllen und dann kann man gerne darüber reden, ob man ein bisschen mehr nach vorne macht oder nicht. Und das war, auch wie ungestüm er heute in 1, 2 Zweikämpfe wieder war, das war nicht gut. Von daher ist er mit der 4,5, glaube ich, ganz gut bedient. Gut. Ja, da sind wir ja schon hier. Leon Goretzka. Leon, ich habe extra ein bisschen auf den Leon geachtet, weil ich finde, ich habe es ja schon mal gesagt, die These aufgestellt, da können wir auch Montag im Stream nochmal 18 Uhr, live auf Twitch, wer Bock hat, nochmal ein bisschen drüber philosophieren. Für mich ist ein Goretzka stärker, wenn Kimmich nicht neben ihm spielt. Ja. Das war heute teilweise der Fall, weil teilweise waren Kimmich heute Rechtsverteidiger und Conny Leimer weiter aufgerückt auf eine Halbposition. Dann war Goretzka ein bisschen alleine in der Zentrale. Da war er auch ein bisschen auffälliger, erste Halbzeit. Ich weiß nicht, was los ist mit dem Leon, ob er angeschlagen war oder einfach Belastungssteuerung, I don't know. War eine ordentliche Geschichte von Leon, für mich Note 3. Er hat einen schlechten Zweikampf geführt, defensiv, aber ja, vorne, wie gesagt, ich erwarte jetzt vom Leon nicht, dass er der große Spielgestalter ist. Ja. Aber er war heute mal zu sehen neben Kimmich.
Aber auch aufgrund dessen, dass Kimmich heute auch mal wieder, ja, viel auf der Rechtsverteidigerposition war. Er war sogar mal zwischenzeitlich Libero, der dritte Mann in der Dreierkette, ganz wild. Das war mir heute auch viel zu viel durcheinander da hinten. Ja, ich meine, das kannst du ja machen, wenn du eine eingespielte Viererkette hast und das so einstudiert ist, aber wie gesagt, die Viererkette ist nicht eingespielt und dann rennt da noch ein Kimmich mal als Rechtsverteidiger, dann als Libero, dann als Defensiver, dann als offensiver zentraler Mittelfeldspieler, dann im Halbraum und Kimmich hat heute gefühlt 6 Positionen gespielt. Ich weiß nicht, ob das heute der Sache gut getan hat, aber da bin ich schon bei Kimmich. Quatsch die ganze Zeit und wir haben noch einen Goretzka eingeblendet. Ja, es war ordentlich von Josh, keine Frage. Was mir gut gefallen hat, erste Halbzeit, hat er nicht das Spiel verschleppt, was er sonst immer macht. Ja, sonst ist Kimmich immer viel quer nach hinten, ja, ruhig, ruhig, ruhig. Erste Halbzeit hat er immer versucht, den Ball nach vorne zu spielen. Das hat mir sehr gut gefallen. Zweite Halbzeit, ja, war es dann auf jeden Fall eine Ecke schlechter. Ja, da war dann auch viel quer nach hinten. Wie gesagt, das zweite Gegentor musst du Kimmich auf jeden Fall mit in die Verlosung nehmen. Hat ansonsten noch 1, 2 Defensiv-Zweikämpfe geführt, die unterste Schublade waren. Von daher für mich Note 3. Das war okay heute. Das war aber nicht herausragend. Wenn wir nur die erste Halbzeit nehmen würden, würde ich ihm sogar noch eine bessere Note geben, aber die zweite Halbzeit, wir spielen halt über 90 Minuten. Ja? Von daher für mich Kimmich auch Note 3. Gut, damit kommen wir zu Musiala. Musiala hat man gemerkt heute, er wollte. Ja, Musiala habe ich heute gemerkt, er wollte unbedingt. Ja, hat sich reingehauen, hat viel versucht. Was mir wieder nicht gut gefallen hat, auch dieses Abschalten wieder. Ja. Auch beim Tor, der Zweikampf. Zum Glück hat Michael und Heavy nicht abgeschaltet, aber Musiala hat erstmal abgeschaltet, erstmal umgedreht, wieder rumgeweint Richtung Schiri. Ich würde mir wünschen, dass er dafür einfach mal die gelbe Karte sieht. Und im schlimmsten Fall dann auch mal die gelb-rote. Ja, das waren heute 3 Szenen, wo er. Ja, natürlich, es ist ein Foul, das sieht der Schiri. Ja, da muss ich nicht jedes Mal mich da hinstellen, wie ein weinerliches Kind zum Schiri glotzen, die Arme. Er sollte sich mal ein bisschen weniger bei Leroy abgucken, Alter, und sollte sich vielleicht mal ein bisschen mehr bei Ulissa abgucken, wenn wir im eigenen Kader bleiben. Ja, oder ansonsten mal bei einem Messi. Ja, so. Das sind Spieler, wenn die gefault werden, ja, die wissen, die wurden gefault und dann spielen die weiter. Da wird nicht rumdiskutiert, da wird nicht, was weiß ich was gemacht, eine Show abgezogen. Da muss ein Musiala mal ganz schnell wieder hinkommen. Ja. Das gibt es negativ zu sagen. Ansonsten hat Musiala heute für mich ein gutes Spiel gemacht. Ja. Natürlich ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, gerade die Anfangsphase, erste Halbzeit, Mitte war sehr dicht, hat er viel versucht. Nichtsdestotrotz hat er viele Sachen initiiert, versucht, gemacht, getan. Hat er dann auch noch die eine oder andere gute Chance gehabt. Das Tor blieb ihm verwehrt, aber für mich war es Note 2, war ein gutes Spiel von Jamal. Gut, damit kommen wir zu Leroy. Mein Freund Leroy. Leroy hat heute die Tore gemacht, ansonsten war Leroy heute Note 6. Ja, das trifft es am besten. Ich hätte ihn nach 10 Minuten ausgewechselt. Ja, die Körpersprache nach 5 Minuten war schon wieder unterste Sau. War wieder ein Schlag in die Fresse für jeden, der da vor der Glotze saß. Ich weiß nicht, wie gesagt, vielleicht tut man ihm da Unrecht. Alles gut. Aber auch das nicht mit nach hinten arbeiten, was ihn sonst so ein bisschen ausgezeichnet hat, war heute nicht so gegeben. Erste Halbzeit war super schlecht von ihm. Ja, wirklich super schlecht. Wenn er dann mal über die Seite was ging, es ging wenig über die Seite, verständlich, war es aber auch wirklich Rotze. Das Einzige, wo Leroy dann mal ein bisschen stark war, es waren 2, 3 Szenen, da ist er dann durch die Mitte gegangen in der ersten Halbzeit, ja. Da hat er mir ganz gut gefallen, aber auf der Außenbahn Katastrophe. Ja, also weiß ich nicht. Da wirkt er, als wenn er keinen Bock hat. Sage ich euch, wie es ist. Aber zum Glück haben wir die zweite Halbzeit gesehen. Zum Glück stand er da oder war in den Räumen, wo er hin musste und vor allen Dingen hat er die Dinge auch gemacht. Und von daher, ja, ich denke, wir haben Leroy oft genug geschunden. Er hat heute 2 Hütten gemacht. Kriegt er auch die Note 2, auch wenn es eine sehr, sehr schwache erste Halbzeit war. Aber du musst halt gerade du musst halt die beiden Hütten auch erstmal machen. Ne? Also von daher. Ja, und kommt mir jetzt nicht mit, warum gibt es hier den Leroy keine Note 1, jetzt 2 Tore gemacht? Ja, weil die erste Halbzeit eine Note 6 war, Alter. Ja?
Und selbst wenn ich die zweite Halbzeit da mit einer Note 1 bewerten würde, ja, rechnet mal aus, auf was für einen Schnitt man kommt. Von daher denke ich, ist eine 2 schon hochgegriffen. Und wenn wir da mal die Leistung jetzt mit der Note 2 von Jamal vergleichen, ich glaube, Musiala war auf jeden Fall eine Ecke stärker heute wie Leroy. Ja. Also von daher Füße auf dem Boden, Leute. Michael für mich auch Note 2, gar keine Frage. Michael war der Spieler wieder, der den Unterschied gemacht hat über weite Strecken. Der was initiiert hat, gerade erste Halbzeit. Alles das, was Leroy nicht konnte, hat ein Michael gemacht. Ob es eine Flanke war, ob es ein guter Pass auf Musiala war, der viel eingeleitet hat. Gerade das Zusammenspiel gefällt mir sehr gut. Haben wir schon öfter gesehen, diesen Steckpass zwischen Olise und Musiala. Sehr, sehr stark. Ansonsten für mich wieder ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Auch ihm blieb das Tor leider verwehrt. Ja, hätte er sich heute auf jeden Fall verdient. Und auch da, wenn ihr jetzt die 2 im Verhältnis zu Leroy setzt, also, ne, ich denke, da sind wir uns einig. Ja, zu guter Letzt Heavy. Und Heavy für mich auch Note 2. Wie gesagt, unser Offensiv-Vierer-Pack war heute stark, war gut. Und ja, du brauchst halt dann auch die Spieler auf dem Feld, die Tore machen. Das hat ein Leroy heute gemacht, ja. Und da nochmal kurz drauf zurückzukommen. Ansonsten haben wir von Leroy nicht viel gesehen, aber das hat er gemacht. So. Ne? Und die anderen bekommen die Note 2. Ich meine, Heavy hat auch, Alter, was er für 1, 2 grandiose Pässe heute rausgehauen hat. War natürlich da, wo er sein muss, ja. Auch die Vorlage dann für das Tor von Leroy ganz uneigennützig rübergelegt, ja. Grandios. Das ist, was ein Heavy Kane auszeichnet, Alter. Das Tor gemacht, ansonsten 1, 2 sehr, sehr starke Pässe gespielt. Ich will ihn jetzt aber nicht extra herausheben. Ich denke, Musiala und Olise, wenn man das Leistungspensum sieht, war das auf einer Stufe. Von daher für mich heute unser Vierer-Pack da vorne, alle Note 2. Ich denke, damit können alle leben. Gut, damit kommen wir zu den Einwechslungen. Angefangen natürlich bei Palhinha, der kam. Ich bin gespannt auf die PK, ob wir da noch ein bisschen mehr erfahren, was da Phase war. Ja, Palhinha war super unauffällig. Bis auf die gelbe Karte. Ja, was ein taktisches Foul war, alles gut. Hätte man die da gleich ziehen müssen? Meiner Meinung nach nicht. Vor allem, weil er erst noch 2 Meter mitgelaufen ist. Und wenn du sie dann ziehst, dann zieh sie bitte auf der anderen Seite bei St. Pauli genauso. Ja, und das war heute nicht der Fall. Ja, Palhinha ist alles, aber mit Sicherheit kein kreativer Achter. Ja. Er spielt auf einer Linie mit dem Kimmich, teilweise vorn Kimmich. Ist für mich die völlig verkehrte Position für Palhinha, verstehe ich nicht, ist eine Katastrophe. Wird dem Mann halt einfach nicht gerecht. Ja. Eigentlich ist er der Mann, der diesen Part spielt, den Kimmich hinten spielt. Ja. Und dann wäre alles schicki. Das ist einfach nur eine Notbesetzung. Das muss man so klar sagen. Das ist einfach nur eine Notbesetzung. Ja, er hat uns, wie ich fand, ein bisschen mehr Stabilität dann ein bisschen gegeben über weite Strecken. Aber in der Schlussphase, gerade auch beim zweiten Gegentor, war auch kein Palhinha da. Ja, es war kein Kimmich da und es war auch kein Palhinha da. Und warum war kein Palhinha da? Weil er nicht auf der Sechser-Position spielt. Ja. Wenn er da spielen würde, wäre er mit Sicherheit in diesem Raum gewesen und dann wäre der da nicht 60 Meter durch unser Mittelfeld gelaufen. Ja. Aber wenn Palhinha dann vorne ist, weil er, was weiß ich, eine 8er, eine 10er Position spielt, ja, dann wird es halt auch schwierig. Ja. Ich fand ihn jetzt ein bisschen schwächer wie ein Josh oder ein Goretzka, von daher sehe ich ihn bei einer 3,5. Ja. Gut, dann haben wir Ito. Ito können wir natürlich, ja, weiß ich nicht. War noch nicht mal so eine halbe Stunde, möchte ich gar nicht bewerten. Ich hoffe einfach, es ist nicht wieder der Mittelfuß, Alter. Ja, das wäre super tragisch. Ich drücke die Daumen. Ja, ich sehe ihn als unseren Linksverteidiger. Ich sehe nicht einen Guerrero da. Und ansonsten, stell einen Stani dahin, ein Boe, obwohl ein Boe auch eine Katastrophe war auf der linken Seite. Auch ein Stani hat sich da schwer getan. Könntest du ja vielleicht noch eher einen Conny Leimer da hinstellen, dem ist das egal, auf welcher Seite er da defensiv schlecht ist. Weiß ich nicht. Also ein Guerrero ist eine absolute Katastrophe auf dieser Posi. Ansonsten solltest du vielleicht echt über eine Dreierkette hinten nachdenken. Ja, auch wenn es dann natürlich jetzt ein Systemwechsel wäre.
Mal abwarten. Drücken wir mal die Daumen, dass bei Ito nicht so schlimm ist. Ansonsten hat er bis dahin ein gutes Spiel gemacht. Ja, ich habe mich gewundert, wie schnell er ist, Alter. Ja, er hat ja einmal dann einen Sprint angezogen über die linke Außenbahn. Puh. Das war schon stark, war auch stark gespielt, leider dann nicht vollendet. Von Leroy war es, glaube ich, der dann eine schlechte Hereingabe gemacht hatte. Das war schon stark von Ito bis dahin. Also, ja, drück mal die Daumen. Ne? Gut. Als nächstes habe ich auf der Liste unser Pomelinho, Sergi. Sergi kam ja rein mit der gleichen Frise wie Leroy. Dachte ich mir, oh ja, vielleicht hat er auch den Killerinstinkt heute. Ja, ich habe vom Sergi nichts gesehen. Nichts, was irgendwie auch nur ansatzweise erwähnenswert wäre. Ja. Ist halt so. Super unauffällig, kaum gesehen, keine Aktion gehabt. Oder ich habe es übersehen. Kann gut sein. Ich war 2, 3 Mal kurz in der Küche, Topf umrühren. Vielleicht ist er genau in diesen Momenten durchgestartet. Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten, ich habe nichts gesehen von Serge. Gut. Dann haben wir Thomas Müller. The same. Das Einzige, was ich gesehen habe, die Mannschaft steht hinten drin. Thomas Müller rennt wie vom Blitz getroffen nach vorne, macht ihn hier, macht ihn hier, macht ihn hier. Ja, wer soll da in der 85. Minute noch rausrücken? Beim Stand von 3:1 völlig sinnfrei gewesen, diese Aktion von Thomas Müller. Da muss er mal ein bisschen schlauer sein. Dass er unbedingt was zeigen will, ja, verstehe ich. Aber heute Stand 3:1. Da ist das völlig okay, dass man da ein bisschen im Schongang ist bei den Spielen, die jetzt anstehen. Aber gut, das ist halt Thomas Müller, wie er leibt und lebt. Ja, Einfluss hat er natürlich nicht mehr gehabt. Gut, dann habe ich hier noch Stanisic stehen. Habe ich gar nicht mitgekriegt, Alter, dass ein Stani eingewechselt wurde. Das sagt auch dann auch schon alles aus. Ich habe ihn auch auf dem Platz nicht wahrgenommen, die letzten 5 Minuten. Wilde Nummer. Ich frage mich gerade, da ist er, ob ich irgendwas, weiß ich nicht, vielleicht habe ich einen kleinen Aussetzer gehabt. Ein Tagtraum, wie auch immer. Wie gesagt, ich bin 2, 3 Mal in die Küche gegangen, meinen Topf umrühren. Weil das Spiel zu der Phase war es jetzt nicht mehr langweilig, aber vorher die 20 Minuten war es schon arg langweilig, was aber auch okay war, wenn es 3:1 oder 2:1 stand es da noch. Gut, Stani war auch noch 5 Minuten auf dem Feld, wie gesagt, kriegt eh keine Benotung, ist mir persönlich auch nicht aufgefallen. Nicht positiv, nicht negativ. Aber gut, wenn er für Conny Leimer auf dem Feld war, dann müssen wir natürlich einen Conny Leimer da rausnehmen beim letzten Gegentor, dann muss da natürlich ein Stani auch mal sein. Ja. Und kann der Spieler da nicht einfach durchlaufen lassen. Auch wenn es jetzt nicht auf der Rechtsaußenposition war, sondern auf der Halbposition. Aber ja. So ist es. Leute, am Ende des Tages, wie schon gesagt, drauf geschissen, scheißegal. Was zählt sind die 3 Punkte? Die haben wir geholt. 7 Spiele noch. Wir brauchen 5 Siege. Ja, Mund abputzen. Jetzt kommt Augsburg. Das wird ein schwieriges Spiel werden. Ich spiele natürlich auch noch in Augsburg. Augsburg ist schon heimstark, lässt wenig zu. Bin gespannt. Ist aber auf jeden Fall eine gute Generalprobe auch auf Inter gesehen, denke ich. Also von daher mal abwarten. Es bedarf auf jeden Fall einer Leistungssteigerung. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Aber nochmal, wir tun uns immer schwer nach so Länderspielpausen. Wir sollten das Spiel jetzt, was das Spielerische angeht, nicht überbewerten. Ja. Auch wenn wir jetzt ein bisschen kritischer waren. Wie gesagt, wir sollten es nicht überbewerten. Was wir kritisch sehen können, sind die Aufstellungen teilweise, die Winnie trifft. Das ist eine Farce, meiner Meinung nach. Und ansonsten alles gut. Die Jungs haben jetzt mal 5 Tage oder was, oder 6. Wir spielen am Freitagabend. Ist vielleicht gar nicht schlecht, dass Freitagabend ist. Ist immer so ein bisschen besonderes Feeling. Das ist vielleicht ganz wichtig. Und dann kommt schon Inter. Ja, ganz entscheidende Spiele dann auch mit Dortmund und dann wieder Inter. Dortmund, mal abwarten, wie die kommen. Ja. Ob es dann nochmal ein Spiel ist, was wichtig ist für Dortmund oder ob dann schon der Zug abgefahren ist. Aber fürs Prestige ist es natürlich immer ein wichtiges Spiel. Brauchen wir ja auch nicht drüber rumreden. Ne? Gut, in diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Habt ein schönes Restwochenende. Haut rein. Bis dann. Tschüssikowski. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.